Ostern ist vergangen, ein Fest der Freude, der Auferstehung. Doch in mir brodelt die Frage der Bedeutung. Ein Mann, gekreuzigt für uns gestorben, die Hoffnung, die er brachte, scheint verloren. Er lebt, rufen sie, das Grab ist leer, doch in meinem Herzen bleibt die Leere oft schwer. Da waren die bunten Eier, die Schokolade inmitten des fröhlichen Fests, doch wie passt es zusammen mit der schrecklichen Botschaft, die so eine Schwere hinterlässt? Da ist doch auch die Botschaft von Liebe, Frieden und Licht. Doch manchmal bleibt dennoch die Frage, wo ist der Sinn in dieser Sicht? Das sind die Geschichten von diesem Mann, der mit Wundern, Mut und Hoffnung in diese Welt kam. Die hören wir heute im Leisen und im Lauten. Kannst du daran glauben? Die Fragen, sie nagen, schwirren und perlen ab. Wer kann's verübeln? Niemand mit Verstand. Die Auferstehung, ein Versprechen so groß. Doch wo ist der Beweis, wenn der Glaube zerfloss? Vielleicht ist der Sinn, der dahinter liegt, ganz fein und nicht nur schwarz oder weiß. Vielleicht liegt er im Fragen, in der Gemeinschaft, im Teilen von Schmerz und Leid, im Teilen von Freude und echter Aufrichtigkeit, im Teilen von ehrlich gemeinten Fragen. Wie kannst du denn daran glauben? Im aufrichtigen Fragen, im echten Zuhören, da ist diese Hoffnung, die blüht, fein und tief im Herzen. So stehe ich hier mit Fragen im Gepäck. Ostern ein Rätsel, das bleibt immer noch oft versteckt. Doch vielleicht ist der Sinn nicht das Ziel, das wir sehen, sondern die Reise des Suchens, das Leben, das im gemeinsamen Gehen entstehen kann. Mit der Möglichkeit, dass da ein Gott, scheint er fern oder auch tot, dennoch da sein möchte bei dir und bei mir.